Voilà, ich meine, wir können aufhängen mit dieser Pressekonferenz. Ich begrüße mich ganz herzlich auf der Pressekonferenz nur aus dem ersten Nationalvorstand vom OGBL von diesem Jahr. Und ich sage nicht merci für Ihre Präsenz heute Mittag, das ganz flott für uns zu sehen. Weil wir haben viel Arbeit am OGBL nach immer und wir haben für dich mal festgestellt heute Morgen, dass das 90 Jahre am Anfang anfängt, wieder alt abgehalten hat, geprägt durch natürlich noch immer viel durch die Pandemie, die uns erschränkt an unseren Arbeiten, an unserem Berufsleben, an unserem Privatleben, und auch an unserem gewerkschaftlichen Leben. Natürlich haben wir da eine andere Methode für zu funktionieren, sodass man auch immer auch unseren Nationalvorstand am Hemicycle musste machen, für Distanzen können zu machen, Pressekonferenz heimmachen. An einem politischen Plan eigentlich so leider muss ich feststellen, dass ganz vieles nicht lebt durch Covid und dass viel von der Aktualität Politik bestimmt, dass durch die Pandemie und durch das Geschehen und immer Decisionen, die durch und liegen. Und dafür sind ganz viele politische Decisionen, die ein bisschen weiß gelöst sind oder wo man so, und du musst aber drüber geschafft gehen an die Fehlen, und du gehst nicht richtig weiter, und da tun wir mal zu summen de Moier müsste feststellen, aber bedauern dann noch gesot op watrange Punkten, dass mir mengen das aber Olo muss geschwart gehen an die net dürfen lo flach leie bleiben die Sujeten. Die wirst wo warte mir schwarze, mir hatten Lastjoang Tripartit, wo man ganz unzufrieden darüber waren, dass so viel Sujeten net thematisiert gesehen, an dass man am Anfang auf denen Punkte nicht weiterkommen, an die kennt als Problematik oder als Thematiken, ob denen mehr gerne für weiterkommen, die eben wichtig sind für die Leute, für die schaffenden Leute an ihre Familien. Und wir brauchen lo Fortschritt, auch gerade lo muss man gucken, dass du verschiedene Sachen noch viel kommen. Ich habe eine Tour gemacht, normal dann lo bisschen mir kurz von Eisen habt, Sujen, die also Mola in der Dage, das ist keine Überraschung, das ist der Wohnungskrise halt zu Lützeburg, die wütet natürlich munter weiter, die geht nicht gestoppt durch Pandemie, aber geschieht nicht ganz viel auf diesem Terrain. Wir müssen dann anderem feststellen, wenn wir Donner gucken, an Statistiken gucken, dass ganz großen Teil von den Revenuen von den Leuten zu Lützeburg an Wohnungskasten fließen, dass da wo an allererster Stelle als Kaufkraft und Druck geht. Und ihr wisst, dass das für den OGBL das größte Problem ist, dass man da einen ganzen Forderungskatalog hat und dass man ganz viele Ideen haben, wie du raus können, da leider aus das Thema ein bisschen dabei ist, für den Gefehlern. Und das geht nicht so weiter, weil die Krise die muss genauso dringend gestoppt gehen wie all die anderen Krisen, an denen man stechen und Kinder pur. Wenn wir bei den Sachen sind, die leider nicht genug thematisiert gehen, da sind wir natürlich auch an einem Care geschafft als Gewerkschaft, den Frohen von dem Arbeitsrecht und alles, was auf der Arbeitswelt passiert. Wir sind an der Pandemie, aber auch schon vor Pandemiezeiten haben wir oft gesagt, dass ganz viel zu machen, dass ganz viel am Kurztravail, was das Arbeitsrecht anbelangt, wo muss Licht geholt gehen, wo muss reformiert gehen. Wir sind bei den Gesetzen zu dem Sozialplan, bei dem Plan Maintien dans l'Emploi, wo muss reformiert gehen, veränderte Gesetzgebung muss reformiert gehen. Wir sind aber auch bei der Frage von dem Kollektivvertragsgesetz, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch wenn man immer so das Kaufkraft von den Leuten gelitten hat und dass man sie musste stärken und aufbauen, ja, da geht es auch nicht mehr über DW. Da sind Sachen versprochen, sind noch Sachen, die am Koalitionsprogramm stehen und noch immer nicht passiert ist. Natürlich, das zweite Wolle, wo man so, du musst an den Gang gehen, und wir müssen die notwendigen Reformen umgehen. Wir wissen, dass ein neuer Minister am Amt ist. Wir werden den noch beginnen, an dem das dann ohne Enkel vermitteln. Wir natürlich, wenn wir bei der Arbeit sind wir bei dem, wer da ist um Herz leidet, und dann haben wir auch ein bisschen. Es geht nicht nur durch, dass wir eine Arbeit tun, eine sichere Arbeit tun, das wissen wir alle gut, und dass wir gut bezahlten Arbeit tun, dass wir gute Arbeitsbedingungen haben, aber auch die Qualität auf der Arbeit, das ist wichtig, und da sind wir auch ganz kurz darüber gegangen, dass Chambre des Salariés hat ganz rezent hier Etude Quality of Work Index rausgehen. Das ist eine Etude, die alle Jahre gemacht wird, die kennt das. Du gehst bei einem repräsentativen Echantillon eine Umfrage mit, wie es den Leuten geht, und wie sie sich dann fühlen an ihrer Arbeit.
auf ganz vielen Indikatoren. An den Index, die geht ständig rauf, also natürlich an diesen Zeiten nachher die Bien-être oder die Qualität auf der Arbeit raufgegangen für die Leute. Und wir sind als Gewerkschaft da konfrontiert, weil das kriegen wir direkt mit, wenn wir auf dem Terrain unterwegs sind, mit unseren Personaldelegationen, aber auch an unseren Sprechstunden. Die Leute geht da ist ganz viele Gründe nicht gut auf der Arbeit. An der heute, was man alles erleben, manchmal fährt natürlich dazu, dass es nicht besser geht. Wir kennen das alle Guten, die Kontranten, die durch den Homeoffice entstanden sind. Wir kennen aber alle Guten noch die Kontranten, die durch den Mangel und Dekonnexion, die wir alle Guten haben, und die ständige Erreichbarkeit. Mehr natürlich aber auch die Charge mentale auf vielen Arbeitsplätzen, die an Blut geht, wo halt dann eben zu großen Schwierigkeiten bei den Leuten feiert. Wir bleiben dabei, da bestimmt nicht krank machen, weder körperlich noch mental krank machen. Und dafür machen wir also Gibel auch stark dafür zu sorgen, dass die Bien-être auf der Arbeit auch mal mehr zur Geltung können, damit wir eine Anerkennung kriegen an der öffentlichen Debatte und dass wir auch alle gut dafür sorgen, dass den Leuten besser geht. An dem Thema Bien-être, an psychosoziale Reperkussionen von der Arbeit auf die Gesundheit, dann sind wir ganz sehr auch bei den stressbedingten Krankheiten, an bei dem Burnout, aber auch bei den Phänomenen wie Harcèlement moral. Auch das kann dann, da werden wir heute an der Pressekonferenz kurz drauf eingehen. Wir haben über die neue Steuerreform geschwärzt, wir haben über die Ökologie geschwärzt, das ganz viel geschwärzt gehen über die Transition ökologisch und über alles das, was muss passieren, für die Klimakrise zu stoppen. Und wir sind so total dabei. Aber Covid hat das auch alles gebremst. Und da ist eben schuld, und wir mussten da gehen, dass in all die Sujets nicht in den Teppich gekehrt gehen. Und alles das misst auch am Sozialdialog geschwärzt gehen. Und am Sozialdialog misst auch, und das wisst ihr, das war von eisen Hauptpunkten an der Tripartit Kaufkraft geschwärzt gehen von den Leuten. Und da haben wir ja großen Meinungsverschiedenheit, lass mal so mit der Regierung, die nur an der Tripartite noch so tut, die Kaufkraft von den Leuten, die geht eigentlich gut. Und wir können das nicht so stehen lassen. Wir meinen auch, dass das am Anfang müssen, dass an der aktuellen Situation dazu so. Wir wissen, dass Leute mit den Wohnungspreisen als Lützburg, die Logierang bekannt sind, wirklich groß. Dave muss an die Tasche greifen, für überhaupt eine Wohnung sich zu garantieren. Wir wissen parallel dazu, dass Pandemie aber auch die Leute geschult hat, auch am Portemonnaie, weil auch ganz viele Leute, wenn ich nehme ein Beispiel vom Chômage partiell, halt, wo man auch noch Haut drauf angeht, ganz kurz, da sind ganz viele Leute, die just 20%, also die just 80% von ihrem Revenu kriegen und dann 20% in langer Zeit noch Haut nach allmond müssen abbauen. Und das möchte sich aber spürbar. An den dritten Faktor sind dann, und ich meine, das ist auch okay, Scoop, aber das ist aber ein reales Problem, und das fängt real dramatisch aus, müssen so die explodierenden Energiepreise. Aber wenn den alles zusammenhält, meine ich, dass es nicht mehr übrig ist, dass zu sagen, es gibt kein Problem auf dem Pouvoir d'achat von den Leuten. Wir als OGBL gesehen, da großen Handlungsbedarf an den nationalen Vorstand heute Morgen Decision geholt, dass wir da wollen stark gehen, und dass wir da wollen anderem als Forderungen aufbauen, und wir fordern empfangen einen Entlastungspack für Menagen, für an diesen Zeiten die Leute ein bisschen nach dem zu greifen, was die explodierenden Energie- und Gaspreise anbelangt. Der kennt Statistiken, natürlich ist es europaweit schwierig, aber auch halt zu Lützeburg, also zum Teil am schwierigsten, wenn ich just Carburant holen, kann dazu eine Erhöhung von 31% von September 2020 auf September 2021, das ist ja enorm, plus die Leerstände, die wir heute danach garantieren, wo wir auf Preise, auf Höchste sind, die noch nie da waren. Bei den Gaspreisen ist es ähnlich, auch da haben wir die enormen Erhöhungen. Am Anfang haben wir nicht wirklich eine Antwort von politischer Seite auf den dritten Phänomen. Die einzige Mesure, die gesucht wird von Politik, ist die von der Regierung von der Allokation de vie chère. Das geht uns bei weitem nicht durch. Also da haben wir die Erhöhung von 200 € für Laien.
an die Hos muss so die geht mal nicht durch für allein die Perd zu kompensieren op Allokation wie die man 2009 kennen sind dem sie nicht gepasst aus Preisentwicklung. Der Tisch egal wie wer eng Opwertung neidig gewircht an Lo mat der Explosion vun de Preise waren mir der Meinung an dat bleibt Förderung vu Mobel, dass die Verdürbelung die Allokation wie erkannt wird am Jahr 2020 wenn Krisenzeiten, dass die auch mist wiederhol gehen an diesem Jahr. Dat wäre mal mindest Erfolg, wo muss gemacht gehen. CO2-Steuer als natürlich erschwerend vorbeikommen. Wir haben da immer gesagt, das kann da offen Eis, dass sie müssen Sozialkompensierungen erfallen für die Leute, wo das dort schwer trifft. Und die Sozialkompensationen, die kommen, die waren auch an Eisenach schon natürlich genug. Aber das Problem ist, lo geht CO2-Steuer an Blut, all Jahr an Kompensation, aber nicht. Und dafür haben wir auch da, bleiben wir da handeln, dass da mehr hohe Kompensationen müssen kommen. Notfalls muss man auch über spezifische Hilfen schwätzen für sozial schwach Städte, die lo wirklich dann nämlich bei Nekren ein Vermögen. Und dann noch, und da sieht man auch ähnlich wie andere schon gesucht und dann ähnlich wie andere Länder schon gemacht und dann darf dem Plafonnement von den Preisen kein Tabu mehr sein. Wir wissen, dass Frankreich an die Richtung gegangen ist, Spanien hat ähnliche Mesure geholt. Und die kennt das von uns, wir müssen raus aus der neoliberalen Logik do, von der Energiezufuhr. Wir brauchen eine Intervention von öffentlicher Hand für die Entwicklung von Energiepreisen, bis man da gibt, können zahlen. Das sind alles Resultate von Privatisierungen und Liberalisierungen, die passieren. Und die leider dazu führen, dass man neue Sozialfrakturen kann, neue Momente von Prekarisierung von vielen Leuten erleben. Und da das nicht wie Transition ökologisch für uns zu gehen hat. Da tun wir auch schon so, weil Bewusstsein und ökologische Transition kann nicht mehr gehen, Mathe Leute, und nicht Buckel von den Leuten, die kann nicht mehr gehen, wenn wir dann noch für sorgen, dass das nicht zu Lasten von der Menage könnt. Da kann ich ganz viel darüber schwätzen. Ich meine, da ein Punkt. Wir haben natürlich auch von der Logementspolitik an dem dritten Kader geschwärzt, ja, wie kann ich dann Energie bewusst und energieeffizient leben. Als Lokatär hat ich nicht schon okay, schwer oft über die Methode wie geheizt dann als Proprietär auch gehen eben nachher ganz viele Proprietären, die sich kennen. Passivhaus können leisten oder Energieeffizientheise können leisten, sodass das aber ein Phänomen ist, wo Kaufkraft für soziale Ungleichheiten. Das war ein bisschen ein Hauptthema von heute Morgen von der Nationalen Vorstand, also wir wollen verschärft darüber angehen. Und wir haben heute natürlich aber auch über die Impfung geschwärzt, das ist so evident. Dass sie an diesen Zeiten nicht lernen können. Wir sind alle gut mit von dem Covid-Thema, wollen noch zu unseren Interessenslage kommen. Aber das nun einmal im Moment eine ganz große Diskussion und dafür haben wir auch am Nationalen Vorstand darüber diskutiert, dann heißt darüber beraten und Meinungen ausgetauscht. Ich will in dem Kontext, ich meine nur ganz kurz, das Resümee erzählen, für den OGBL gibt es keine Alternative zum Impfen für raus aus der Pandemie. Wir sind total für die Impfung, wir waren für die Impfung, wir bleiben für die Impfung, wir sind auch dafür, alle Erfahrungen zu machen, die nötig sind, für die Impfcode rupzukriegen. Auch das will ich noch einmal wiederholen. Lo si wir heute Morgen zusammenkommen an einem Kontext, der schon einen anderen ist wie für ein paar Tage, geschweige denn für ein paar Wochen, ein paar Monate. Und das ist das, was wir alle Guten erleben. Die Pandemie, die wir hier kennen, die wir hier erleben, die hat uns alle erwischt, an uns alle für Situationen gesagt, konfrontiert, die noch keinen erlebt hat. Und wir gehen dann dauernd kriegen Überraschungen, an neue Varianten, an neue Momente. Und dann ist es wissenschaftlich etwas Neues so gesagt. Also, ganz schwer sich festzulegen, wir sind auf einem Zeitpunkt, der besonders schwierig ist. Wir wissen das all, wir haben nur die Omikron-Situation, die ein bisschen Gamechanger gehen ist an der Impfpflichtdiskussion. Das tut das ganz schon immer in einer Licht geregelt, dann sind da sind wir dann auch nach, gehen wir gewohnt, dass schon die Subvariante von Omikron kommen, die noch mehr ausstechend sind, wo die Impfpflicht da vielleicht noch mehr schwierig zu diskutieren wird.
Das ist einfach ein ganz prekärer Moment für heute, darüber zu schwätzen. Wir sind uns da total bewusst. Wir wissen aber auch, dass gleichzeitig als Lützeburg nach dem Moyen darüber geschwärzt gehen, dass die Intensivstationen nicht ganz kurz für den Kollaps stehen. Wir wissen auch, dass über neue Lockerungen geschwärzt wird, hier am Land, noch an andere Länder. Wir wissen, dass eben so viel Inkonuen heute sind. Und wir wissen auch vor allem, dass die Regierung hier noch keine Decision geholt hat. Wir haben noch kein Projekt de loi vorliegen. Und das ist noch nicht offiziell dezidiert gehen oder gesucht gehen, ab dann könnt das. Also dass es für den nationalen Vorstand heute ganz schwer war, eine Position zu Detailer zu holen, die nicht gibt, die man nicht kennen. Wir haben immer gesagt, wir haben nicht Vertrauen an medizinische Wissenschaft, das bleibt doch so. Wenn die Diskussion von der Impfpflicht gefordert wird, dann ist es wirklich wichtig, ein paar Sachen zu betonen. Das allererst, und das entspricht unserer Politik, an unserer Werte, unserer Programmatik auf alle Punkten. Wir sehen zusätzliche Spaltungen an der Gesellschaft. Das ist ganz evident für uns. Natürlich kriegen wir alle gute Mann, was dabei passiert, und das ist schwer, weil wir brauchen gerade an diesen Zeiten große Solidarität von den Leuten und nicht Splickungen an der Gesellschaft. Und dafür gilt das dann noch an der Frage von der Impfpflicht. Wir sehen gegen Spaltungen. Wir wollen die weiter verhindern. Und dafür ist nur Berner Nationalen Vorstand noch nicht der Meinung, dass ein bestimmten Tod von der Vulnerabilität durch ein Alter soll zum Kriterium gehen für Impfpflicht oder nicht. Das heißt, wir haben uns da gehend ausgeschwärzt, dass die Altersfroh soll die Kriterien sind, wo ab dem eine Impfpflicht soll greifen oder nicht. Da ist ganz viele Gründe. Erstens, weil man nicht will, die Spaltungen haben zwischen einem unter 50 Jahren, einem über 50 Jahren oder an einem Berufssektor Leute von verschiedenen Altern, wo den einen die Impfpflicht gilt, aber dem anderen nicht. Weil die Diskrimination Alter etwas gegen die mal auf alle Pläne wären, und das kann da vom Mojibel, wir sind immer dafür Gleichheit, weil wir auch eben nicht gesehen, dass Leute unter 50 Jahren, die auch Vulnerabilitäten haben, da können dann soll eine andere Mesure gelten wie vielleicht über 50 Jahre. Und die zweite Spaltung, die wir auch auflehnen, ist die von sektoriell bedingter Impfpflicht. Wir sind da ganz vehement dagegen, dass wir die Schaffenleute halt zu Lützeburg abdelen an die einen an die anderen. Das war noch nie eises. Wir haben immer für eine einheitliche Behandlung gekämpft, eine einheitliche Statute von allen Berufsgruppen und Berufstätigen gekämpft. So geht es nicht für uns. Wir können da keine Spaltung akzeptieren, egal welcher Sektor es ist. Das war eine Notion, das tun wir aber auch am Anfang von Anfang gut schon mitgedealt. Es kann auch nicht sein, spezifisch geht es im Gesundheits- und Pflegesektor, noch gerade das Personal, was immer als Halde waren an der echten Front und so, wo man gesagt hat, ja, die Hunde ist die Value noch möglich, dass sie allem die echt sind, wo dann aber Pflichten und Sanktionen sollen erfallen. Das ist ganz schwierig. Das ist schwierig, weil wir haben ja auch Leute aus dem Sektor vertreten und sie so einen Bericht als dadurch sie mit, sie haben vieles erlebt, sie haben viel durchgehalten. Und sie leiden sind der Jahre schon in ganz viele politischen Fehlentscheidungen. Auch da kann von uns auch die Austeritätspolitik doch für den Gesundheitssektor nicht Halt gemacht. Und du siehst viele falsche Entscheidungen getroffen gehen und sie haben oft nicht die notwendige Anerkennung gekriegt, das Personal, was du beschäftigt hast. Und da fehlen da auch massiv Leid, das wissen wir auch, den Personalmangel, den wir da haben an den Sektoren, aber wir dürfen nicht riskieren, nach weiter Leid durch Angst zu verlieren. Und außerdem, wenn in einer sektoriellen Impfpflicht vom Personal für Gesundheitswesen schwätzt, dann müssen sie auch so, und da gilt das auch für die Patienten, die da betreut gehen. Und dann sind wir irgendwo in der Logik alle Guten am selben Boot. Und wir stehen für Kampf gegen Ungleichheiten. Und dafür wären wir als Kind ungleich Behandlungen. Das ist das, was wir am Moment können sagen. Für all die anderen Diskussionen
also das so, dass ein Zeitpunkt ganz schwierig ist, haut wie weit zu gehen, du hast das, was steht, was man können kommentieren, mit mir verschließen als keine Diskussion. Da tun wir auch als Nationalvorstand formal festgehalten. Wir bleiben open an der Diskussion, da muss verfolgen, was zu dem notwendigen Zeitpunkt, wie diskutiert wird. Weil wann frohe von Infrastruktur gehen, da gibt ganz viel frohen ab. Und du haben wir da morgen eine Reihe undiskutiert, ich mache just die allerwichtigste ganz kurz. Es geht aber schon viel zu lang. Wenn wir bleiben immer natürlich, brauche ich nicht zu sagen, bei der Feststoff für eine universelle Gesundheitsversorgung. Also den Zugang, den darf nicht limitiert gehen auf verschiedene Kriterien und eine gute Gesundheits- und Pflegeversorgung. Du bei Stimme, dann haben wir auch viel, das auch schon debattiert gehen, auch der OGBL hält das fest, wenn wir hier über Impfungen hier in Europa und in Neuseeland diskutieren, da muss ich sich aber auch vorstellen, wenn ganz große Teile von der Welt keinen Access zu der Impfung haben, dann ist das der Fehler. Und dafür unterstützen wir auch die Initiative für die Löwen von den Brücken auf den Vaccin, für können mehr Vaccin zu produzieren. An méi schnell an méi grosser Qualität an méi günstig auch dene Länder zur Verfügung zu stellen, die haut kein Access zu der Impfung hun. An die drittletzte Großfroh, die sich hier bestellt für Eis als Gewerkschaft, das ist auch nicht verwunderlich. Wir wollen nicht, dass die Froh auf der Arbeitsplatz geklärt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen nicht, dass Sanktionen sich auf der Arbeit ausdrücken, dass eine Person seine Arbeit kann verlieren oder irgendwo sanktioniert wird. Die gehört nicht auf den Arbeitsplatz, das ist nicht unter den Delegationen oder unter den Patron, das unten zu klären. Und dafür sind wir ganz strikt dabei, bleiben wir dabei, dass man auch die 3G-Regel, du kennt da alles, was dazu stattfindet, alle Diskussionen, wo man darüber geschwärzt haben, war gesagt, die lebt bis Ende Februar, und wir halten auch darunter fest, dass die muss auslaufen, die 3G-Regel. Die hat wirklich ganz, also das war ganz kompliziert umzusetzen an den Entreprisen, für alle Akteure. Wenn sie etwas Brot hat, dann mengen wir, dann hast du aber an hier Limite kommen, die Mesure, an die bis heute nicht durch den 3G eine Überzeugung gekriegt hat, die wird es auch bis dahin noch nicht mehr erlangen. Und das ist einfach zu viel Schuld, wo dadurch verursacht wird, wie den Nutzen in den Reis kann zählen. Weil er gesiedet sind viel frohen Nobern, bleibt noch viel Diskussionsbedarf. Wir rallieren, ich wiederhole nicht nachher immer den Mediziner an der Frau, wir sind keine Virologin, keine Expertin, und das wird notwendig ist, diskutieren wir mit. Wir betonen aber auch, dass wir wollen über Solidarität auch gehen, und wir brauchen keine Splickungen an dieser Gesellschaft, und weiter Splickungen, auch Gesundheitspersonal soll gefördert gehen, an nicht bestraft gehen. Wir brauchen mehr Investitionen in Gesundheit und Sektor. Und wir appellieren natürlich jederin, alles dafür zu machen, dass Sicherheit der Gesundheit zu garantieren. An dem Sinn hat der Nationalvorstand vom OGBL haut für den Moment, an der viel Spaß, wo wir uns heute befinden, ein bisschen diskutiert. Dann haben wir durch die Covid-Situation aber Reperkussionen in Europa, ökonomischer Natur, aber auch bei CNS, und dafür haben wir heute ein bisschen eine extra Idee gehabt, dass jeder Member heißt in Geschäftsführung vielleicht seinen Punkt kurz kann selber präsentieren. Ich gehe Mikro einfach weiter. Ich meine, kurz, ich war schon viel zu lang, geht mal lädt, so eine Stunde, die muss kurz sein. Der Carlos geht kurz auf den Deal CNS an. Also ich gehe da just die Heinacht weiter. Bon, merci, Nora. Nora hat an seinem zu den letzten Satz, wo gesagt hat, die Kriterien dürfen nicht dazu führen, dass ein Zugang zu der enger antischer Gesundheitsversorgung Bemogift behindern. Genau das war am Gangen zu geschehen. Anfangs des Monats, just wie ein Kehr zu erstreichen, was fing
Abecht am Endeffekt am gangen ass ich mein, ich brauch erst net ze so der lese so grad so gut wie ich de Facebook, Instagram an einer Geschichten, wo viele Leute die den 3G net konnten zwar die respektieren, die da gemengt und sie müssten dann op eng Facebook respektive urbaner Plätzen deklarieren, dass sie dann den Krankenschein gifen hullen an sie gi gucken an den Krankenschein zu kreen fir dem Moment net muss um 15. op derbeg zu goen. Dat huet dazu gefot, dat war natürlich net leng nach einer aussuen huet dazu gefordert, dass verschiedene Leute hauptsächlich von der UL fir net ze nennen de Jean-Paul Ohlinger, die gemengt hunn an engem Verwaltungsrot ze so ja mé fährtten das lo en gros Avalanche vu Krankescheiner op CNS durchkommen an mir immer die Position verteidigt hun gesagt hun mir sind do als Gewerkschaftsvertreter fir auch zu verhindern, Leute, die Menge, sie müssen von unserem System, vom Gesundheitssystem profitieren, zu stoppen. Wir sind aber nicht da, für eine Chance Malade zu unterstützen. Und das war bald geschieht, den 12. Januar, auf der Verwaltungsratssitzung, wo den Patronat mit telefonierenden Leuten gemeint hat, sie müssten die Statuten von der Gesundheitskäse am Endeffekt auf den Kopf gehen. Und in dem, wo dann effektiv drauf Platz geht, für all so Kranken oder nicht Kranken, dann dem Moment in der Kontrollen zu setzen. Wo man verhindert kriegt, den 12. Januar, als nach immer Kontrollsystem besteht, nicht unbedingt den, wo sie die Leute eben kontrollieren, geht, ob der 10 Uhr morgens daheim sind oder nicht, aber echt der medizinische Prostat, was noch gemeldet sind, Joren op 20% Wogelo dabei sind Fuder, wo man so mehr se dat neicht aus van de Mele war moiers net do hemers an de B gebracht. Dat sieht man neicht aus. Ech hat wat gif medizinisch kontrolliert gin an dat huet och lo fënnt dat periodech lo statt, hauptsächlich bei Denunziationen, wann den mat Beweiser denunziert, da kann net sinn, dass der Kontrollmedikal himself, dat ist wirklich den Kontrolldoktor dann Leiit rarift, für dann zu kontrollieren, ob die Leute effektiv krank sind oder nicht krank sind. Bis man nach kein 12. Das ist ein bisschen frei. Ich meine, den 15. Januar aus dem neuen System en place gegangen. Und das ist so, dass den Werte nicht mehr spät wie nur der Verwaltungsrat von der CNS hoffentlich 12 auf den Tisch kriegen. Als Gefühl, als auf jeden Fall den, dass man mengen, dass die grosse Avalanche von Krankenscheinen, wo die Leute von der Gife profitieren, nicht stattfand wird. Dass Syrien für einen ganz responsable Viergänge sind, das ist auch Prestataire. Der wir nicht vergessen, stellt noch immer so gut wie ich weiß, noch immer den Doktor den Krankenschein aus. Nicht in Syrien stellt sich schon nicht selber einen Krankenschein aus, aber auch da stellt ihr fest, dass Prestatairen auch responsabel den Moment viergehen. Also wenn man zuhören, etwas ganz ernst weisen, gesagt man aber nicht nur aus, was vorher ist, als das der Krankenschein. Und für kurzem, wenn ich an der Presse konnte lesen, dass der Absenteismus auf 20% tut, gehen das klar. Wenn es der Anti-Isolation gesagt ist, respektive urbaner Moyen gegraft wird, ist normal, dass der Krankenstand heute zu Lützeburg dementsprechend auch zuhält. Und das ist aber noch Mengen Informationen ganz stark rang den Isolement, rang die Infektion, rang den Omikron, den sich verdeelt, aber wo die Leute dann effektiv an die Situation kommen, wo sie sich an Isolement setzen. Und dazu aber Krankenscheine, die auch justifiziert sind, die über den Ministère de la Santé justifiziert sind, wo PCR-Tester gemacht gehen, und da kriegt den Recht sein Zertifikat d'Isolement. Du willst die Krankenscheine kann ich nicht vorstellen an all die anderen, weil der wir nicht vergessen, dass all die anderen Krankheiten nicht von der Welt verschwunden sind. Die sind auch immer da. Sie haben das Krebs, sie haben das andere Krankheiten, und du brauchen die Leute natürlich den anderen Krankenschein können dementsprechend sich auch zu heilen. Und das ist auch die Position, die noch die ganze Zeit verteidigt wird, wo gesagt wird, Krankenschein hast du für die Kranken zu helfen und nicht für andere Leute am Endeffekt zu decken. Voilà. So ist es weitergehen. Ja. Hopp. So, das ist ein bisschen kapiert. Lo zum Chômage partiell. Ich meine, wie der letzte Format goufen eng Reihe von neuen Modalitäten annonciert.
Und ich wollte just betonen, dass für den OGBL als Chômage partiell ein Instrument für gegen Chômage zu kämpfen, gegen Arbeitsplatzverluste und bleibt eine Hölle für die Leute und nicht nur für die Betriebe, weil oft wird das präsentiert, dass es eine Hölle für die Betriebe, aber das ist eine Hölle für die Leute. Was de lo annonciert gouf, bleibt an der Kontinuität von dem, was bis lo gemäht gouf. Bringt aber mat sech eng Visibilität an eng Sicherheit für die Leute und für die Betriebe bis hin zu Juli. Das heißt, haut wissen, hauptsächlich Betriebe aus vulnerablen Sektoren, das sind Sektoren, die am meisten impactiert sind durch die aktuelle Covid-Krise oder durch Mesuren, die geholt wurden von der Regierung, für die Krise anzuschränken. Wissen Sie lo, wie viel wat den Undeel von den Stunden, die sie verlieren, all da können deklariert gehen für Remboursement zu kriegen, auch für dass die Leute habe ich nicht verlieren. Was in dem Sektor vulnerable Feld sind ganz natürlich Sektoren, die wir alle kennen, Oreca, Tourismus, sind noch Taxichauffeuren, evenementiell, Catering, sind alle Sektoren, die tatsächlich leiden in der aktuellen Krise. Neben drin haben wir auch andere Bereiche, die wo all die Verlösungen komplett überholt gehen, das sind die Etablissements de Nuit. Das ist einfach bedingt durch die Fermeture administrativ. Ich meine, ein Betrieb, der nicht abmachen darf, weil eine Fermeture imposiert ist, du hast mehr wie normal, dass die soll komplett Unterstützung kriegen. Für die Leute, für dass sie Arbeit nicht verlieren, auch für dass die Betriebe bestehen bleiben, weil das ist auch ein bisschen Ziel vom Chômage partiell, von dem alles lebt. Weil wenn man nur Betriebe geben Futti machen, da wäre kein mehr da für die Arbeit zu machen. Aus de lo das immer schwer zu jugieren, ob den Chômage partiell gewirkt hat oder nicht. Wir haben eine klare Indikation, ich meine Zölle vom Chômage. Wir haben aktuell dieselbe Zölle wie vor der Krise. Ich meine, das ist ein positives Zeichen, dass Chômage partiell gewirkt wird. Dass Betriebe hier Leute nicht rausgehen und viele Sektoren fallen nicht mehr nach dem Chômage partiell. Das heißt, die funktionieren normal. Das heißt, du gehst keine Leute rausgehen. Das heißt, wir haben schon Undeutungen von einer Retour au normal partiell. Und wir hoffen alle gut, dass wir bis Juli, dass wir aus der Krise raus sind. Absatz Konsequenz für die Betriebe. Das ist aber klar, und da tun wir auch immer gemäht, wenn sich etwas geändert wird, dass wir punktuelle Adaptationen gemäht haben, immer im Sinn von den Betrieben, von den Leuten. Das ist nie verschlechtern, nicht mehr streng machen. Echt oder konträr, für zu verhindern, dass all die negativen Konsequenzen dann auf die Leute zurückkommen. Und das ist mal alles für den Moment. Ja, merci, Stefano. Also du kannst ja schon Mikro bei Michael weitergehen. Die Züge do waren noch irgend so alle guten Covid bedingt. Die Chômage partiell froh evidenterweise. Du wolltest mir aber auch ein kurzes Statement machen, die froh vom dem Kontrollmedikal auch. Und dann sind wir aber froh, dass es sich nicht alles für den Covid dreht. Und Michael kennt man den Sujet, den nicht immer zu den hört. Aber wenn wir dann am Februar national Vorstand hören, dann ist es ganz normal, dass wir über den 8. März schwätzen. Und Michael präsentiert als Aktivitäten vom Departement Equality vom OGBL und Frauen und Männergleichheit. Ja, merci Nora. Ja, live Vertreterinnen von der Presse. Auch an der Pandemie bleibt Egalität ein wichtiges Thema, auch für den OGBL, für die Frauenaufteilung, Equality, für die ganze Struktur. Wie effektiv nur gesagt, Februar, da bereden wir uns auf den 8. März für. Du hast natürlich den internationalen Frauentag. Und das ist immer auch ein ganz wichtiger Moment am Jahr. Ihr wisst, dass den OGBL-Members an der Plattform GIF, wie eine ganze Reihe Organisationen dran sind. Und das ist auch für uns ein ganz wichtiges Engagement. Und wir sind auch hoffentlich drauf, dass wir da immer aktiv mitwirken. Ich gehe nicht auf die Aktivitäten von der Plattform an, weil ich meine, die hat heute die Invitation geschickt, dass die Plattform eine Pressekonferenz hat, nächste Montag. Und da will ich natürlich nicht vorgreifen, das wäre eigentlich nicht ganz korrekt. Aber als Frauenaufteilung OGBL Equality hat natürlich auch Aktivitäten an Initiativen, ganz rund um den Tag, ein bisschen vierter und ein bisschen dünno. Und die wollte ich kurz vorstellen und auch vielleicht schon ein paar Datumen mitnehmen, wo wir auch ganz froh wären, wenn da auch Vertreterinnen von der Presse dabei wären.
Also für das erste starten wir auch eine Sticker-Kampagne, wo wir werden Stickeren direkt gelassen verteilen, die relativ universal sind, die natürlich gut sind für die Frauen, da auch für den Rest vom Jahr, und die ganz unter dem Motto stehen, Femme, syndiquez-vous. Weil für uns ist einfach wichtig zu unterstreichen, dass die Frauen hier Platz in der Gewerkschaft haben und dass es auch wichtig ist, dass die Problematiken vertreten gehen. Und da gibt es just eine Grundregel, die ist für alle Geschlechter selber. Es kann nicht just Revendikationen auch umsetzen, wenn man sich organisiert, wenn man sich engagiert. Und das kann, soll an der Gewerkschaft geschehen. Die zweite Aktion sozusagen ist, dass ein übliches Magazin, den aktuell, den auch am Februar rauskommt, hat immer ein Dossier alkeiers, und da wird auch das ganze Dossier am Anfang dem Thema Gendergerechtigkeit gewidmet sind. Wir haben noch seit letzter Woche Formationen laufen für als Delegierten, für Frauen und Männer Delegierten. Das sind Kurzformationen, die digital aufgehalten gehen, immer dünstes von 5 bis halb 7, wo Delegierte sich können anschreiben, aber wo verschiedene Themen zur Egalität wirklich angeschwärzt gehen. Da geht es zum Beispiel um Kommunikation, wie kommunizieren die verschiedenen Geschlechter, was hast du ahnisch, auf was muss man aufpassen. Da geht es auch um natürlich Thema vom sexuellen Harcèlement, aber auch von den Diskriminationen auf Basis von sexuellen Orientierungen oder von sexuellen Identitäten. Es geht auch um Gesundheit von der Frau, wo sich spezifische Themen stellen und Problematiken. Und es geht auch um die Frage von der Egalität salarial. Also relativ variierter Mix, wo ihr sich da kann raussichern, wo ihr wollt wollen oder auch für alle Optionen sich ummelden. Weil es war eben auch wichtig, eine Aktion zu haben an den Betrieben mit diesen Delegierten zu den Themenbereichen. Dann noch 2 weitere Sujets. Das erste als ein Sonntag, den wir realisiert haben, bei unseren weiblichen Membern über das Thema Sexismus und Harcèlement auf dem Arbeitsplatz. Da geht es schon nicht an Details. Wir haben zwar erst Analyse, aber wir sind am Gang, die noch zu vertiefen, notamment was vielleicht sektoriell Unterschiede an den Antworten, die man gerade angeht. Und die werden wir aber spezifisch präsentieren bei einer Pressekonferenz. Und da kann ich euch auch schon das Datum sagen, das werden wir den 1. März machen, um 11 Uhr zu Esch an der Maison du Peuple. Und dann, last but not least, rein chronologisch auslässt, gehen wir auch an den nächsten Monat eine Broschüre raus. Das ist eine kleine Broschüre, die sich auch einem speziellen Thema widmet, und zwar die von den Frauen an der Geschichte von der Gewerkschaft. Wie es zu dem Engagement kommt, wie es das abgeholt wird, wie es sich weiterentwickelt, wie es das OGBL Haut abgestellt. Und da haben wir ganz verschiedene Beiträge. Und für das dann die Leute zu bringen, wollten wir dann auch am Anfang das Lancement von der Broschüre begleiten, mit einer Table Ronde, mit den Autoren und Autrissen von der Broschüre. Und die findet auch normalerweise statt, den 19. April um 6 Uhr auch zu Esch an der Maison du Peuple. Auch da wären wir ganz froh, wenn Vertreterinnen von der Presse sich Zeit geben holen, für Dollarstraat zu kommen. Also die sind herzlich invitiert und schmengen sind noch Themen, die können interessant sein für zu belichten und auch wohl ein anderes Thema an der Pandemie oder auch gerade wollen, das Thema an den Vordergrund stellen. Merci. Merci, Michael. Können wir Mikro Herrn Hain holen? Meiner lachten Sujet hat es für annonciert, Harcèlement moral. Ich wollte dann just nach so zu all den anderen Aktivitäten, wie Michael richtig so, unter die Frauen da, gehen wir dann alles nach genau gewusst, wo ich auch machen möchte, wenn wir das Datum publik kriegen auf der Pressekonferenz von der GIF. Voilà, Harcèlement moral, da haben wir auch eine Initiative, die wir starten, Frederik. Ja, in der Thema heute Morgen mal ein bisschen mehr belegt, dass wir schon ein paar Monate ein Projet de loi dich.
muss ich so dass eng Situation, die man immer méi auch von Delegationen mat gedeelt kreen noch bei an Informations- und Berodungsdenkste immer méi Fälle vu Mobbing op der Erbecht hun Harsel moral ich mengen nur so am Ufang, dass man insgesamt jo auch Situationen vu Stress von psychischer Belastung auch zogeholen und das natürlich net propice für so Situationen zu verhandeln, die wollen echt dazu. Los dawer so mir hun am Fong zuletzt beschlossenter 20 Jahre das Jahr eng Diskussion über de Mobbinggesetz aber bis lo net tun. Das effektiv 2002, wo eng Proposition de loi herabech gouf dem zum Lucia Lux, die gouf später wie de Lucia Lux nemmi Deputéierte wer vom Teilner Boffer den iwwerhall, der sewer nie gestimmt gehen. Den Erbesminister Bildschen an der Zeit hat ein Projekt de loi ragericht iwwer sech der Gesundheit op der Erbege allgemmenge, wo wolle dazu drauf war, der das vom Staatsrot gekippt ging, an der such nie zur Aufstimmung kam. Und der den zu Staat am Anfang besteht, als ein Akkord zwischen den Sozialpartner von 2009, der am Kader von der Umsetzung vom europäischen Akkordkadre zum Harcèlement moral geht außerdem untergewert Violence au travail. So, also an dem Akkord schwer gesehen, dass an der Betrieber soll zu Summe mit der Personaldelegation eine Prozedur angefordert gehen für Mobbingfall zu behandeln, lädt eine Definition fest, geht ein paar allgemeine Prinzipien, dass in Anfang nicht kann losgehen, weil eine Denunziation möchte und so weiter. Aber natürlich kann ich nicht darüber rauskommen, dass Anfang nicht das, was Sozialpartner sich können gehen, kann auch nicht so über sie Möglichkeiten op Gericht zu go, war das Troll von der ITM. Haben mir noch an der Praxis gesehen und wollt nie wirklich eine Evaluation go, aber von den Retouren, die man hun, also für allem do kleine Betriebe ohne Kollektivverträge oder sogar ohne Personaldelegationen haben oder da worauf du in der praktischen Umsetzung und ging gar nicht viel so praktische Reglemente. Dafür war man an den letzten Jahren echt auch der Meinung, dass ihr Gesetz muss kommen. Lo sind Projet de loi do, wir waren ziemlich überrascht darüber, weil obwohl wir ja Signatär sind von einem nationalen Akkord, der noch die Obligation générale ist, sie mir nicht am Vorfeld konsultiert gehen, gar nicht gefroht. Wir wissen das nämlich schon der URL, die zwar ein bisschen andere Vorstellungen haben wie mir, die echt dagegen gesetzt sind. Wie auch die goufe gar nicht konsultiert, das kommt ganz überraschend für uns. Das wäre echt ein Thema gewesen, das noch am Komitee permanent du Travail de l'Emploi hat können ausschneiden. Wir werden noch am neuen Erbesminister nach drüber schwätzen, weil aber das neue Projet de loi aber pour la Künnefels opweist. Also nicht am Anfang ein Avantage, dass das Gesetz könnt, mehr am Fong fährt man, dass der an der Praxis nicht viel wird ändern oder verbessern. Was engerseits wird dann halt definiert effektiv, dass dort dann die TM eine Rolle zu spielen hat. Also das ist ja schön und gut. Wenn wir freuen selber an der Praxis, wie das so lässt, gesehen, ihr wird das sowieso los schon menschlich raus, weil kann ich noch los schon die TM mal zu Fällen befassen, und sie gehen auch mittlerweile Statistiken raus, über wie viele Fälle sie kriegen, oder das wisst ja. Und hier ist aber nicht viel gesehen, dass lo eine extra Unität bei der ITM gibt, viel gesehen, dass Psychologen zum Beispiel dort zusätzlich angestellt gehen. Am Anfang sie mehr echt eine Rolle von der ITM, die kann auch schlecht schlichten, also Fall, die kann natürlich kontrollieren, ob der Patron eine Prozedur Platz gesagt wird und die auch korrekt anhält. Mit darüber raus müsste vielleicht andere Organismen intervenieren, notamment friedliche Rolle von der Erbesmedizin in dem Kontext. Wir hatten auch die Idee, vielleicht müsste eine unabhängige Mediationsstelle nationale Plan für gesehen, dass die Fälle von durchgehen. Und dann steht auch ein grundsätzlich froh, weil ein bisschen ähnlich da sehe ich schon der Prozedur vom Mobbing, wie sie da vorgeschlagen ist, bei rapport zu anderen Fällen, ist, dass am Anfang die ganz Schachstelle Prüf leidet immer auf der Victim. Das am Anfang die Person, die sieht, sie für Opfer vom Mobbing gehen, die beweisen muss, dass das so war. Das einfach nicht den Ungekloten, die sich Unschuld muss beweisen, mir im gedreht, dass du in der Victim anfangen zu beweisen, dass du wirklich etwas geschieht. Das wird natürlich in der Praxis oft ganz schwer ist. Und
steht noch am Betrieb soll der das Oraner Leitlo ungeärzt teilen du untreten, weil es natürlich auch für sie kann persönlich Konsequenzen haben. Und der Hinsicht könnte doch, du gehst ja auch nicht im Detail, sind auch einer Präzision par rapport zum Schutz sowohl von den Viktimen oder Viktimenpresumé als auch von den Themen 40 gesehen. Das ist auch froh von den falschen Akkusationen, wo am normalen, am aktuellen Akkord steht, dass die nicht toleriert sind. Wir haben auch Fälle, wo den Dossier nicht wirklich seriös geholt wurde und dann die Person, die eine Akkusation gemacht hat, nur entlos weil falsche Akkusation, und das wird dann sozusagen Rufschädigung. Also da muss ich auch manchmal mehr klare Kader setzen. Da bedauern wir ein bisschen, dass die Rolle von der Delegation am Anfang Mannerklor durchsteht, wie am aktuellen Akkord. Die Delegation kann zwar Dossier 4 gehen und die TM, mit das am Anfang als direkt schwer gesehen, dass die dann zusammen mit dem Employer eine Prozedur muss ausschaffen. An wird ganz viel, da sind Rolle von der Gewerkschaft, obwohl am konkreten Sinn geht Leute aber oft bei ihr Gewerkschaft, wenn sie eben so Probleme haben. Sogar Lever vielleicht extern vom Betrieb an Informationsdenkstoff in einer Gewerkschaft gehen, wie bei anderen Leuten am Betrieb. Das ist für etwas nicht, weil das da fehlt und dann sich schließlich Sanktionen relativ niedrig, schätzen nur von 250 bis 2500 €. In Frankreich waren Sanktionen von der Patronage möchte auf Fall von Harcèlement moral bei 30.000 €. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Also was das Projekt de loi für heißen, auf all den Punkten nur zu bessern. Merci. Voilà. Ah, ja. Merci, Frederik. Ja, der sieht mir viel Arbeit als Gewerkschaft, mir nach viel zu dienen. Du wird sicher Sujet sein, um den man auch werden angehen, wo man auch mit dem Arbeitsminister, der Frederik Sotat, werden darüber erhalten an Herrn Rubleuen, dass du einen besseren Schutz für Salarien könnt, die Opfer sind von so einer Situation. Wir haben ganz viel mit, dass wir immer bei den nationalen Vorständen ganz viel Sujeten, da sie weil da das nicht ausgeht, und das gilt auch an den Sektoren, auch da sind wir die Morgen drauf angegangen, da das du man da halt stand ab. Ich gehe noch, ich meine keine Details mehr, wir haben 3 Sektoren spezifisch sind am Detail durchgegangen, denen das die von den Laboratoren, die viel gefordert sind im Moment, die Leute, die du beschäftigt sind, die schwere Arbeits- und Lohnbedingungen haben, sowieso schon, wo man Kollektivvertragsverhandlungen fordern, für das du mal etwas gemäht wird für die Leute, die du beschäftigt sind. Und die natürliche Lohn durch ganz, ganz viele Leute, die sich müssen testen, wollen testen, und krank sind und müssen testen, ein Surcharge de Travail enorm haben. An die anderen konfrontiert sind wir ja, Leute, die Nerven ein bisschen verlieren, dafür sind hier Bedingungen nach mehr erschwert. Da sind wir drauf angegangen. Und da sind wir auf einen guten Novelle angegangen, also einen guten Job, wo du gemäht gehen hast mit dem ersten Kollektivvertrag bei der Firma Orange. Das war nach von den 3 Operateuren, als es besteht nach kein Kollektivvertrag hat, dann du hast ein CCT angefordert gehen. Wir sind du als Gewerkschaft allein, also Nogebel. Und du haben wir du gehst nicht auf den Detail, hat eine Kommunikation gemäht mit den Inhalt da, das sagen wir mal schon ein ganz wichtiger Schritt gemäht, und da sind noch eine Reihe Avantagen für die Leute darauf festgehalten. Und wir haben den Abschluss vom Kollektivvertrag bei der SOCOM, bei der großen Betriebe ist mit 680 Leuten, ein Elektrikerbetrieb, den letztes Jahr war ein Akkord bei Jahr, und das Jahr sehen um 3 Jahre mit den substanziellen Verbesserungen und Erhöhungen, linear wie auch Präminiken, wie auch Arbeitsbedingungen und Konditionen de Travail, die verbessert sind. Was man dann auch dem Bericht kriegt vom zuständigen Verhandlungssekretär. Voilà, ich meine, das war mal den Tour von den wichtigsten Sujets. Ich weiß, die Pressekonferenzen sind immer voll gefüllt. Wir sitzen dort zusammen bis nur Mittag, also von morgens Freien, sodass auch immer ganz viel da gesagt wird, und sich eine halbe Dreh zu machen von den wichtigsten Konklusionen. Zunächst merci für Ihre Geduld, aber wir sind alle gut da, für Ihre Fragen.